feier ihn. Oh, oh, oh. Ach, herrlich, oder? Mann, Mann, Mann. Wenn wir schon nur Sofameister sind. Ach, musst du sowas mitnehmen, Leute. So weit ist gekommen, ey. Mann, 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 Mann. Der Heavy, der freut sich noch richtig, ne? Der geht noch ab, der Party-Löwe. Sau stark, ey. Ja, mich freut's für Heavy, ne? Auf jeden Fall, ey. Ich bin mal gespannt. Samstag wird der bestimmt noch mal ein bisschen eskalieren. Ich weiß gar nicht, ob die Schale schon übergeben wird Samstag. Ne? Wild. Wild, wild, wild. Ansonsten natürlich sehr, sehr schade, dass es jetzt so gekommen ist, ne? Ja. Wäre natürlich schöner gewesen, man hätte das live irgendwie gesehen, wie die Jungs sich freuen, wa? Aber gut. So ist es. So ist es nun mal. Ja, das ist ja auch das Mindeste, dass wir Samstag dann die Schade bekommen. Naja, gut. Servus erstmal in die Runde, wa? Wie sieht's aus? Alle in Feierlaune, alle schon durchgefeiert oder was? Alle für Heavy, oder? Naja, es war ja abzusehen. Da ist halt die Motivation auch nicht mehr so gegeben, wenn du, keine Ahnung, für was geht's ging es um Leverkusen noch so in Freiburg. So, für Freiburg geht es um Champions League, oder? Für Leverkusen geht es nicht nach oben, geht es nicht nach unten. Ja. Ne? So ist er dann einfach. Naja, Sané-Take habe ich auch schon gelesen. Da, da, da. Genau, Pete. Ich würde sagen, wir freuen uns einfach alle nochmal mit Heavy, oder? Ach, herrlich, ey. Kriegst du nur gute Laune, oder? Wenn du das anguckst. Ah, herrlich, ey. Natürlich freuen wir uns auch für Erwig, na sicher. Aber ist es doch schön, dass man sieht, dass sie sich auch noch freuen wie die kleinen Jungs, oder? Ich meine, wenn du auch 31 Jahre auf deinen ersten Titel gewartet hast, dann ist das natürlich auch schon mal Besonderes, ne? Das muss man ja ganz klar mal sagen. Ja, nee, also wir können uns mal generell freuen, wa? Auch für die Spieler, die wir nicht so mögen. Ich denke, wir sind Meister geworden, weil wir einfach eine Mannschaft waren, ne? Und da gehört jeder zu. Also traurig, aber wahr, ja. Man kann natürlich über einzelne Spieler reden, aber am Ende war es ein Team so, ja. Und deswegen sind wir Meister geworden. Punkt aus. Ja, davor die 2 Jahre waren wir nicht einmal gefühlt ein Team auf dem Feld. Ne? Und schon gar nicht Trainer, Mannschaft. So, und das ist, was Winnie hingekriegt hat, ne? So, das war eine Einheit. Trainer, Team, Mannschaft. So, zumindest nach außen hin. Wie es innen aussieht, I don't know, ja. Drauf geschissen, aber wenn man es auf dem Feld gesehen hat, dann war es ein Team, ja. Und das hatten wir nie hingekriegt. Ja.
Und wir haben die letzten Streams schon genug drüber diskutiert, so. Es gibt genug Sachen zum Kritisieren. Aber Leute, am Ende des Tages sind wir Meister geworden, ja, und das als Mannschaft. So, ja. Wenn ihr jetzt hingekriegt, diese ganzen Egoisten und zu sehr verwöhnten Millionäre zu einer Mannschaft zu formen, so. Ja, und das haben große Trainer, die da waren, vor ihm nicht hinbekommen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. So. Auch Müller, ja, auch Müller hat die Füße stillgehalten. Ja. Also, das ist schon gut, ja. Und er war auch halt der Schlüssel, ja. Anders wäre es auch nicht gegangen. Und wenn du guckst, ja, weiß ich nicht, ich jetzt irgendwelche Leute sehe, die die Saison irgendwie schlecht reden wollen oder so, ey, verpisst euch einfach. Sag ich euch, wie es ist, ey. Es gibt nichts schlecht zu reden. Man kann über die Jugendarbeit kritisieren, ja, da kann man sicher drüber reden. Ansonsten gibt es nichts schlecht zu reden, Alter. Ja, man darf immer mal nicht vergessen, so jetzt auch Champions League gesehen, Alter, Musiala war nicht da, ein Upamecano war nicht da, Davis und ein Ito, beide linke Verteidiger waren nicht da, ey, und trotzdem sind wir wegen einem Tor ausgeschieden. Ja, so, über was reden wir, Alter? DFB-Pokal, waren wir die klar bessere Mannschaft, ja, Manuel Neuer hat einen scheiß Move gemacht, hat uns den Pokal gekostet. So, über was reden wir? Wir haben eine bärenstarke Saison gespielt, Alter. Ja, Punkt. Das mal klar zu sagen, wa? Bevor wir hier in irgendwelche Themen reingehen. Also das muss man nochmal ganz klar sagen. Ja, ich weiß auch nicht, die Leute, ja, ist wie nie der richtige Trainer und reicht das beim FC Bayern? Alter, haltet doch mal die Füße still, ey. Was ist denn los mit euch? Ja. Sorry. Natürlich, wie gesagt, kannst du über gewisse Themen diskutieren, aber ey, wir sind gerade Meister geworden. Ja. Und von daher hier. Das ist die beste Szene, Alter. Also hier der Kimmich knallhart durchgezogen, ne? So, jetzt könnt ihr meckern. Ach ja, ehrlich. Ja, wir können jetzt gerne mal auf dem Epic daher eingehen. Gar kein Problem. Ja, ist genau ein Thema, was in meine Riege geht. Ja, eine Schande, ne? Eine absolute Schande. Aber ein Wunder muss man sich nicht, ne? Also Wunder muss man sich nicht. Also wenn du drei Wochen vor der Saison oder vor dem Saisonende anfängst, irgendwie darüber nachzudenken, mit dem Spieler zu verlängern, Alter. Ja, sorry. Ja, dass der natürlich auch keinen Bock hat, irgendwie auch nächste Saison irgendwie, was denn? Innenverteidiger Nummer 5 zu sein oder was? Wenn alle, die da sind, da bleiben. So, ja. Man hätte ja mal sagen können, Epic, du bist es. Du bist unser Abwehrchef und ja, let's go. Ja, daneben Upa und gut ist. Ja, oder eine Dreierkette. Du hättest ja vieles machen können. Ja, aber dass ein RB keinen Bock hat, nur zu spielen, wenn alles ausfällt, ist auch klar. Und man hätte ihn, glaube ich, trotzdem überzeugen können. Ja, ich glaube, man hätte ihn trotzdem überzeugen können, wenn man den richtigen Vertrag, ich meine, Harry Kane ist sein bester Kumpel, spielt beim FC Bayern, Alter. Ja, so. Hätte man sich einfach mal ein bisschen eher bemüht und ein bisschen überzeugender bemüht, ja, dann glaube ich, wäre das gar kein Problem gewesen. Aber wenn man sich dann erst gefühlt 3 Wochen vor der Saison, vor die Saison zu Ende ist, bemüht. Ja. Dass dann Epic gerade noch der Dosenöffner ist aktuell, ja, mit seinen Kopfballtoren nach der Ecke. Ja. Aber das passt ins Bild, was unsere Personalpolitik anbelangt. Das muss ich ganz klar sagen, ja. Das ist eine absolute Farce. Ja. Und super schade halt.
Aber immerhin darf er auch den Meistertitel mitnehmen. Das freut mich für ihn. Auch Connys erste Meisterschaft? Okay, das wusste ich gar nicht. Ist der so kurz erst bei uns, oder was? Wild. Endlich wieder eine Mannschaft, genau. Ich hoffe, es werden dennoch die richtigen Konsequenzen gezogen. In der Rückrunde war nicht alles rosig. Das ist richtig. Also, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Aber wie auch, ja. Also, der Kader ist derselbe wie die letzten 2 Jahre. Oder mit diesem Jahr die letzten 3 Jahre. Mal abgesehen von Michael. So, und dass die nicht alle auf einmal wieder, was, soll so ein Leon Goretzka sich neu erfinden? Soll so ein Leroy Sané auf einmal konstant werden oder so ein Gnabry? Soll sich ein Coman neu erfinden? So, die können sich nicht neu erfinden, Alter. Ja. Das Thema ist durch. Punkt. Auch so ein Kimmich wird sich nicht neu erfinden. So, aber der ist wenigstens wieder stabil geworden diese Saison. Ja. So, die werden sich nicht neu erfinden. Also. Die Frage ist doch, was will ein Kompany so? Welchen Fußball will er spielen? Also er ist zum FC Bayern gekommen, hat 4-2-3-1 durchgeballert wegen Finale der Home. Ja, weil das Spielermaterial dafür da hast und let's go. Ja, hat sich nicht getraut, irgendwas Neues einzuführen. Das werden wir mal sehen nächste Saison, ob das so bleibt oder nicht. Ja, ist doch aber auch so, wenn du ein paar Spieler in der Mannschaft hast, die den Titel noch nie gewonnen haben, hat der natürlich eine andere Gewichtung. Ja, brauchst ja nicht drüber reden. Erst recht für Harry Kane, der zu uns kommt, weil er dachte, ja, safe, Alter, gewinne ich Titel und dann im ersten Jahr nicht einen Titel geholt. Ja. Ist doch klar, dass das für den eine super Gewichtung hat. Ne? Sonic, servus. Aha, wer sagt denn, dass der Müller die Meisterschale in die Höhe strecken darf? Schon klar, oder wurde das festgelegt oder was? Also normalerweise macht das doch der Neuer. Ja, also wir gehen da nächstes Jahr auch rein, wa? Wie gesagt, ich habe dieses Jahr viel über den Deckel Finale der Home mal weggestrichen und darüber, dass Kompanie es hingekriegt hat, eine Mannschaft zu formen. Nächstes Jahr gehe ich da rein, Alter. Wenn dasselbe Gekrütze dann losgeht, wie es die letzten 2 Jahre war, dann gehen wir da auch rein, Alter. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ein Kompanie dieses Jahr das umgesetzt hat, was er gerne wollte. Naja, wie gesagt, ich glaube, hätte man sich früher um Elbeck bemüht, dann wäre das schon gegangen, aber da ist man selber schuld. Manu runzelt die Stirn, ja, aber den kannst ja dann auf die Bank setzen. Ja, viel Spaß im Stadion, ne? Ich finde, dass viele negative Reaktionen in der Saison eher wegen den Entscheidungen und der Arbeit des Vorstandes gewesen waren. Naja, das kannst du ja die ganze Saison über kritisieren. Aber das ist ja unabhängig von der sportlichen Geschichte. Aber das sollte man schon trennen, wa? Daher ist ja nicht nur ein guter Spieler, auch menschlich Top-Typ, den hätte ich definitiv behalten. Ja, keine Ahnung, also ich kann das nicht beurteilen, ob der Eric Dyer menschlich ein Top-Typ ist. Keine Ahnung. Ich denke, an Jerome Boateng hast du auch gedacht, dass er ein Top-Typ ist, bis da Sachen rausgekommen sind. Ich denke, beim Christoph Metzelder hast du auch gedacht, dass er ein Top-Typ ist, bis er rausgekommen ist, dass er sich Kinderpornos reinballert. Also mit solchen Aussagen wäre ich immer sehr vorsichtig. Ich weiß, was du meinst, ja, aber weiß ich nicht, ob man, wenn man sich einen Fußballer am Feld anguckt, davon reden kann, dass er ein Top-Typ ist, Alter. Natürlich macht er den Eindruck und sowas, aber ich wäre mit solchen Aussagen in der heutigen Zeit ein bisschen vorsichtig. Auf sportliche bezogen gehe ich da mit, ja, aber wie gesagt, menschlichen Top-Typ kannst du null beurteilen. Vielleicht geht er nach Hause und verdrischt seine Alte jeden Tag, Alter. Woher willst du das wissen? Ja. Ja. Kann das mutmaßen, aber mehr auch nicht.
Ja, man kann sich auch für die ganze Mannschaft freuen, weil es einfach auch eine Mannschaftsleistung ist, ne? Muss man ganz klar sagen. Also nicht wie sonst, dass man, keine Ahnung. Nimm die letzte Meisterschaft, die haben wir durch Einzelaktionen von irgendwelchen Spielern geholt. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Da war null mal eine komplette Mannschaft auf dem Feld. Ja, das musst du mal den Verein fragen. Das kann ich dir nicht beantworten, warum man Mathis de Ligt abgegeben hat. Entweder hat ein Company gesagt, der passt nicht in mein System, oder der FC Bayern hat gesagt, wir brauchen Kohle. Ja, und dann nehmen wir die 60 Mille, die wir da zusammengekriegt haben für beide Spieler. I don't know. Ja, laut Ted Dresen sind wir ja auch im Champions League-Finale und drehen das diesmal um. Ja. Was der sagt, Alter, das ist das. Sorry. Chrissy kann sich gut verkaufen, alles fein, ja. Aber von Fußball hat der einfach keinen Plan, Alter. Da müssen wir nicht drüber reden, oder? Jeder, der das irgendwie anders sieht, weiß ich nicht. Ich finde das ja dann immer schwierig, dass die sich da hinstellen und so eine Scheiße von sich geben halt. Aber ja, wahrscheinlich ist das auch wieder, oh ja, wir müssen jetzt den Leroy ein bisschen pudern. Keine Ahnung, ey. Hör mir auf, ey. Genau, Kimmich wird jetzt ein defensiver Sechser, Leimer wird ein RV, der auch LV spielen kann. Und Min-Jae Kim wird Anführer in der Abwehrreihe. No. Und Harry Kane wird ein Weltklasse-Stürmer. Der er ja angeblich nicht ist. Ja, ich kann den Take, also ihr könnt gerne eure Takes schreiben. Ich lese das mal einmal vor, dann sage ich mal einmal meinen Take und dann mache ich das Thema Leroy Sané für mich persönlich zu. Leroy Sané war mit den Konditionen, die sein alles Management mit dem FC Bayern vereinbart hatte, unzufrieden. Pini Zahavi versprach ihm einen besseren Vertrag, weshalb er wechselte. Sané möchte weiterhin beim FC Bayern bleiben, ist aber nicht bereit, den alten Vertrag zu unterschreiben. Ein Wechsel ist daher möglich. Bitte weg dem. Vom wegen Gehaltsverzicht und mit Zahavi sollte man nicht verhandeln, wenn man Geld einsparen will. Ja, also der Take ist ganz einfach. Pass auf. Man hat ja anscheinend verhandelt. Ja. Dass jetzt alles so stimmt, was nach außen getragen wird, dass man sich angeblich schon einig war, sei mal dahingestellt. Wenn dann der Spieler sagt, nach, was weiß ich, wochenlang, meinetwegen monatelangen Verhandlungen, dann sagt der Spieler auf einmal so, ach, weißt du was, nee, komm, wir setzen jetzt mal alles auf Null, ich hole mir einen neuen Berater und dann legen wir von vorne los. So. Was ist denn dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass ein Max Eber zum Leroy sagt, Leroy, pass auf, das war's. Such dir einen anderen Club, wir verlängern mit dir nicht den Vertrag. Punkt. Da muss man nicht verhandeln. Da muss man nicht mit dem Zahavi verhandeln. Da muss man gar nichts mehr zu sagen. So, da muss man nichts mehr zu sagen. Punkt. Da braucht man nicht verhandeln, da braucht man nicht pudern, da braucht man gar nichts machen. Da sagt man einfach, Hovi, Leroy, war schön, danke für die 5 Jahre. Du hast nie konstant Leistung gebracht, verpiss dich. Ja? Punkt. Leute, jetzt mal ernsthaft. Ey, das ist ein Leroy Sané, Alter. Wir haben Spieler im Kader wie ein Alphonso Davies, der 15 Millionen plus 5 kriegt. Musiala, der 20 plus 5 bekommt. Ja, wer dann ernsthaft geglaubt hat, dass ein Sané sich da hinstellt und sagt, Junge, ich nehme mal so 8 bis 10. Junge, na klar. Junge, der Leroy Sané sieht sich doch selber hier. Der sieht sich doch selber in der absoluten Weltklasse. Das siehst du doch jedes Mal, wenn er auf dem Feld rumdümpelt. Glaubt ihr doch nicht wirklich, dass der weniger Gehalt akzeptiert, wie es ein Fonzie Davis bekommt? Also. Bei mir ist das Thema klar. Das Thema war die ganze Zeit klar. Das Thema ist seit 3 Jahren klar. Ich rede seit 3 Jahren davon, dass ein Leroy Sané sich aus dem Verein verpissen kann. Genauso wie es ein Goretzka kann, Gnabry und ein Kingsley Coman. Die Zeit ist einfach um, Leute. Punkt. Ja, und da reicht es auch nicht, dass er einmal Spieler des Monats März war und dass er mal gegen St. Pauli 2 Tore gemacht hat. Oder dass er jetzt mal ein Tor geschossen hat. Ja, habt ihr mal die Leistung davor gesehen? Über die 90 Minuten? Das war eine Note 6, Alter. Was willst du mit dem? Ja. Und da sind wir wieder, ihr wart ja gestern alle nicht da. Ich habe ja gestern im Gaming-Stream haben wir schon über das Thema mal Dankbarkeit geredet von Spielern.
Immer muss der Verein dankbar sein, dass ein Spieler beim FC Bayern spielt und bla und Sülz. Ja, die Spieler sollten mal dankbar sein, dass sie beim FC Bayern spielen durften, Alter. Ja, so. Und dieses eben mal auf den letzten Cent rausgepresst. Ey, verpisst euch einfach alle, Alter. Besten nehmt den Fonzie Davis gleich mit an der Hand, der kann sich auch wieder verpissen, Alter. Ist genauso ein Söldner. Junge. Alles Söldner. Katastrophe. Nee, also ohne Scheiß, wenn man da nochmal nur ein Wort wechselt, ja. Ey, ohne Witz, du machst dich zur Lachnummer in der ganzen Fußballbranche, Alter. Du kannst auch nicht mit dem Berater, den er hat, einen Vertrag aushandeln, wo man sagt, ja, man ist sich einig, alles gut, es fehlt nur noch die Unterschrift und dann sagt der Spieler, nee, weißt du was, ich hole mir jetzt mal den Sahavi, weil der weiß ich ja, der hat die Bayern schon beim Lewandowski gefickt, er hat die beim Alaba gefickt, ja, genau den Mann brauche ich jetzt. Ja, Alter, dann gibt's nur ein Wort. Lieber, hau rein, ja, war schön mit dir. Oder auch nicht, kann jeder für sich beurteilen. Junge, wenn da ein Wort gewechselt wird von Max Eberts Seite oder sonst wen aus, Alter, ohne Scheiß, meld den Verein ab, Alter. Schmeiß die alle raus. Katastrophe. Junge, Junge. Aber das passiert halt, ja? Warum passiert das? Warum passiert das? Ja. Haben wir schon vor Monaten drüber gesprochen. Brauchst du den Fall Alphonso Davies nehmen? Weil man sich da hinsetzt und sagt, oh nee, das ist das Angebot. Wenn du das nicht unterschreibst, kannst du gehen. 3 Monate später wird gepudert, gemacht, getan, wird ihm, was weiß ich, versprochen, Alter, und der kriegt einen Vertrag, als wäre er, was weiß ich, als wäre er hier in der Weltklasse, Alter. Das ist ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Hier, Junge, Katastrophe. Dann wundert man sich, dass solche Moves passieren, ne? Warum passiert der Move? Weil der Lieboy gerade denkt, oh geil, ich bin ja Spieler des Monats März geworden. Oh, ich habe jetzt, 10 Tore in dieser Saison. Da kann ich ja locker wieder an die 15 Millionen Grenze schrauben. Ja, dann verpiss dich, Alter. Geh irgendwo anders hin. Der Xavi ist doch hier mit Barca gut verwandelt. Geh nach Barca, Alter. Lass uns in Ruhe, ey. Kann den eh nicht mehr sehen. So, das ist mein Take. Hat ein bisschen länger gedauert, aber das ist mein Take zu Lieboy. Naja, ist dasselbe wie beim Alaba war. 1:1 dasselbe. Ja. Alaba, sein Berater, war sein Vater. So. Er wurde verhandelt, da wurde man sich nicht einig und dann sagt er, denkt sich der David Alaba, der den Verein ja so sehr liebt über alles und ist ja alles, der FC Bayern ist ja seine Heimat und der denkt sich dann, oh, weißt du, der Xavi, der hat doch beim Levi, hat er doch den letzten Cent rausgepresst aus dem FC Bayern. Den hole ich mir jetzt. Ja. Wichser, Alter. Ich dann jetzt lese, oh, der David Alaba, der Bayern-Legende, musst du zurückholen jetzt. Alter, dann ohne Scheiß, dann trete ich aus dem Verein aus. Das garantiere ich euch. Sollte die ernsthaft da nur ein Fünkchen weit dran sein und die holen den Alaba zurück, trete ich aus dem Verein aus. Das bringt das Fass dann zum Überlaufen, Alter. Sag ich euch, wie es ist, ey. Junge. Bayern-Legende, Alter. Das ist eine Bayern-Legende, wenn du den Verein mit Füßen trittst, bist du eine Bayern-Legende, oder was? Junge, Alter. Ja, was soll er denn sonst möchten? Wo soll denn der Sinn darin sein, den Berater zu wechseln, wenn man sich mit dem Verein einig ist? Wenn nur noch die Unterschrift fehlt und ein Spieler dann den Berater wechselt. Was ist denn der Hintergrund daran? Außer, ja, das war ich jetzt nicht so, weiß ich nicht. Konnte ich jetzt nicht nichts anfangen mit dem Vertrag, oder was? So, der Berater wird zu Lieber gegangen sein, wird gesagt haben, Lieber, hier, das ist das letzte Angebot, was ich rausgehandelt habe mit dem FC Bayern. Das ist es. Mehr ist nicht drin. Und dann denkt sich der Lieber so, nee. Dann frage ich mal den Pini. So, was soll es sonst für einen Grund geben? Hä? Über was reden wir, Alter? Das ist das Geschäft halt heutzutage. Ist ja auch völlig okay. Kann er ja auch machen. Ja? Ist ja sein gutes Recht.
Wenn er nicht damit zufrieden ist, welches Angebot wir ihm machen, ey, völlig fein, ja. Gar kein Vorwurf. Ja, soll das letzte raus. Ich meine, der hat in den letzten 5 Jahren auch nur 100 Millionen kassiert vom FC Bayern. Ich meine, das ist auch ein bisschen wenig, um die nächsten 40 Jahre überleben zu können, ne? Weil Lebensmittel werden immer teurer, Miete steigt stetig, ne? Da kommst du mit 100 Millionen. Ich meine, da hast du ja vorher schon ein bisschen bei Manchester City verdient, aber es war wahrscheinlich dann nicht so viel. Da ist mit 100 Mille auch knapp, ne? Weil vor allem nach Steuern sind es ja auch nur noch 50 Millionen, ne? Jetzt überleg mal, du sollst mit 50 Millionen auskommen. Wie soll das funktionieren, Leute? Kennen wir doch alle das Problem, oder? So, geht doch nicht. Ja, da musst du doch jetzt nochmal. Hör mir auf, Alter. Davis ist ein Macher. Ja, Davis ist ein Macher. Wo ist Davis denn ein Macher? Was kann der denn? Außer schnell sein. Hau mal raus. Wo ist der Davis denn ein Macher? Was hat er denn bisher gemacht beim FC Bayern? Was ein Gehalt von 15 Millionen plus 5 ansatzweise rechtfertigt. Hau mal einen raus. Ja, genau, das ist was Eber gesagt hat. Alles ist gut, alles ist tutti, fehlt nur noch die Unterschrift. Nächste Tage. Ja. Und dann so Move, Alter. Ja. Ist aber auch, wie gesagt, ist ein gutes Recht. Ja, da muss der Verein jetzt halt einfach sagen, jo, alles klar, Leroy, wir verzichten auf deine 10 Tore und deine 10 guten Spiele in einer Saison, such den anderen Club. Was haltet ihr davon? Sané hat Zahavi, weil Bayern ihm abgesagt hat und er jetzt einen neuen Verein sucht. Ich glaube, wenn dem so wäre, hätte der Max Eberl ja nicht gesagt, alles gut, es fehlt nur noch die Unterschrift. Obwohl weiß man auch nicht, weil Max Eberl hat ja auch 2 Monate vorher das gesagt, dann das gemacht mit dem Fonzie Davis. Vielleicht ist Max Eberl jetzt runter auf 3 Tage Unterschied. Wer weiß. Wer weiß das schon. Nichts ist ausgeschlossen beim FC Bayern. Somione supportet mit 2 Euro. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, ey. Ja, nochmal, wie gesagt, der Dresden hat auch keinen Plan, Alter. Das hat eine Pfeife, der Dresden. Der Dresden sieht vielleicht, aber selbst wenn du die letzten 5, 6, 10 Spiele nimmst, ja, ich weiß es nicht, was es bei Liboy ist. Es gibt einfach Menschen auf diesem Planeten, die sehen bei Liboy 2 Tore gegen St. Pauli, 1 Tor im letzten Spiel und dann denken die, boah, der Liboy, der ist eine Weltklasse. Ist ein Weltklasse-Fußballer. Also, Weltklasse ist er. Ey, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, wenn man sich die Spiele allein mal die Spiele anschaut. Und wenn du dir dann nochmal alle anderen Spiele anschaust und nur einfach, wir brauchen ja gar nicht weit gucken, einfach nur mal Leroy Sané mit Michael Olise vergleichst, dann weiß ich nicht, wie man so eine Aussage treffen kann. Aber ja, wahrscheinlich ist das der Standard für den FC Bayern. Ne? Und der Standard, den man an Leroy Sané hat. Wenn das reicht, um das als gute Saison zu betiteln, dann Halleluja, Alter. Ja, weil der Davis so ein überragendes Level hat, ne? No. Aber er kann mich ja gerne eines Besseren belehren, wenn er in 18 Monaten wieder fit ist und laufen kann. Ja, sorry, Leute. Alphonso Davies habe ich diese Saison, die letzten 6 Spiele waren okay. So, was war denn davor überragend an Alphonso Davies? Was war die letzten Jahre überragend an Alphonso Davies, Alter? Sorry. So, wir haben gerade über einen Alaba hergezogen. Willst du mir jetzt sagen, Alphonso Davies hat ansatzweise das Niveau eines David Alabas als linker Verteidiger? Wo? Junge, der wird bezahlt, als wäre er Weltklasse. Das ist er nicht. Der ist schnell, ja, grandios. Vielleicht sollten wir Alexander Ziegler, wo ist er gerade Co-Trainer? In Leipzig oder was? Oder Dortmund, wo war der? Ja, vielleicht sollten wir den nochmal rekrutieren. Die Speed reicht dann noch. Du brauchst nur schnell sein bei uns, reicht. Und defensives Verhalten hat der nicht, der Davis. Wo hat der ein defensives Verhalten, Alter? Das ist genauso katastrophal wie Conny Leimer auf der anderen Seite. Und vorne? Leute, hört mir auf, ey. 15 Millionen für den Alphonso Davies, Alter. Ich krieg zu viel, ey. Ja, wenn er wieder fit ist, wenn er dann innerhalb von einem Jahr 5 Steps macht, Alter, dann können wir vielleicht mal sagen, ist angemessen.
Wird aber nicht passieren. Ich schaue mir die Club-WM auf jeden Fall aktiv an. Ich bin heiß auf Club-WM. Ja, ist richtig. Das ist ja, was ich gerade sagte. So eine Aktion du kannst so eine Aktion nur bringen, weil die sich auf die Nase rumtanzen lassen. Ja. Weil jetzt bei Fonzie Davis einfach mal Kante zeigen müssen. So, aber was wäre denn das Allerschlimmste gewesen? Das Allerschlimmste wäre doch gewesen, dass er gegangen wäre. So. Wow. Grandios. Und gerade der Take hier, es wäre viel, viel teurer geworden. Dir ist schon klar, dass ein Fonzie Davis sich auch noch mindestens 20, wahrscheinlich sogar mehr Millionen Handgeld reingezogen hat. Ja? Ich hoffe, das ist dir auch noch klar. Das kannst du dann nochmal oben drauf rechnen. Ja. Grandios, oder? Und es ist ja auch nicht so, als wenn wir nicht schon einen Linksverteidiger, einen jungen Linksverteidiger zugegebenermaßen in der Mannschaft gehabt hätten und sogar noch ein weiteres Riesentalent auf der Linksverteidigerposition am Campus haben. Aber ja, alle denken dann nur, oh ja, dann hättest du den Hernandez verpflichten müssen. Oh, der wäre so teuer gewesen. Ja, genau. Weil das der einzige Spieler dann gewesen wäre, der auf dieser Position spielen hätte können. Weil da Alfonso Davies ja so wahnsinnig stark ist defensiv, Alter. Katastrophe, ey. Diet. Ist mir doch scheißegal, was der Alaba gewonnen hat, Alter. Bei mir kann er, genau wie Toni Kroos, kann er 10-mal die Champions League gewinnen. Ist mir doch scheißegal, was er bei Real Madrid macht, Alter. Was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Piep, piep, piep. Naja, wenn man nur verletzt ist, dann will man das Gehalt auch loswerden bei Real Madrid. Ist doch normal. Ist halt so. Ist doch bei uns nicht anders. Bei uns ist es ja auch nicht los. Warte mal ab, Opa kriegt auch noch Handgeld. Klar, die Spieler kopieren andere Spieler und ficken uns alle, aber wir machen das alles mit. Alter, das regt mich so auf. Jo. So sieht's aus. Ob der auch noch Handgeld kriegt, weiß ich nicht. Ist ja auch alles gut so, weißt du? Ey, so ist das in der heutigen Zeit, ne? Alles gut, die holen das meiste raus, was sie wollen. Ey, aber wenn du nicht irgendwann, es wird irgendwann ein Spieler kommen. Irgendwann wird ein Spieler kommen, wo der FC Bayern dann Nein sagt. Vielleicht ist es bei Opa, keine Ahnung. Ja, es wird irgendwann ein Spieler kommen. So, ja. Solange das nicht passiert, ja, na klar, wird das jeder Spieler so machen. Das ist doch schon, was ich bei Davis gesagt habe. Welches Zeichen hast du denn gesetzt? So, welches Zeichen hast du mit der Aktion von Alfonso Davies an alle Spieler in deinem Verein gegeben? Du hast denen gegeben, geh ins letzte Vertragsjahr. Alles, was vorher gesagt wird, ist Schall und Rauch. Geh ins letzte Vertragsjahr rein, dann hast du so viel Druck auf den Verein, dann kriegst du genau das Gehalt, was du willst. Du kriegst noch ein Handgeld schön in die Kimme geschmiert. Ja, das ist doch das Zeichen, was wir gesetzt haben. Katastrophe. Ja. Und dass das jetzt alle Spieler sagen und dass so ein Upa sagt, der ja wirklich noch Leistung bringt, dass der sagt, ey, ich will jetzt aber auch 15 Millionen haben. Der Alfonso Davies hat ja auch 15 Millionen. Ja, wie überraschend. Wer hätte das nur ahnen können, weil wir dasselbe Problem ja hatten, wo wir einen Coman auf 17 Millionen geschoben haben. Und den haben wir auf 17 Millionen geschoben, weil wir einen Sané verpflichtet haben, der 20 Millionen bekommt. Und dann wurde so Gnabry natürlich auch 17 Millionen haben. Und dann haben alle Durchschnittsspieler auf einmal 17 Millionen gekriegt. Siehe Goretzka. Ja. Jetzt machst du denselben Take mit dem Davis, Alter. Junge. Sorry. Es kann ja gut sein, dass Davis das wirklich irgendwann in 2 Jahren oder was rechtfertigt, das Gehalt. Ja? Kann ja wirklich sein. Aber das Zeichen, was du mit der Art und Weise, wie der Vertrag verlängert wurde, gesetzt hast, ist eine Katastrophe.
Und deswegen versucht Leroy gerade auch den Move, Alter. So. Ja, der hat doch auch gesehen, was da los war. Wenn der Leroy jetzt denkt, so, der FC Bayern möchte mich unbedingt behalten, ja, dann macht er den Davis-Move, Alter. Ist doch logisch. Ja? Warum denn nicht? So. Warum denn nicht? Lächerlich. Da, da, da. Ja, aber wenn du die Messlatte Inter nimmst, dann brauchst du ja gar nicht erst anfangen, über irgendwas zu reden, Alter. Aber vielleicht war der Leroy da ja auch ein guter Spieler. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Verantwortlichen das sehen bei uns. Anscheinend sehen die da einiges anders wie wir. Oder wie ich. Düt, düt, düt. Wir haben auch nichts zu meckern. Das ist ja ein allgemeines Thema. Also Alphonso Davies hat diese Saison keine 15 Millionen Jahresgehalt gerechtfertigt, sorry. Definitiv nicht. Ja, alle Stammspieler, ja. Aber keine Ahnung, keine Ahnung, was Michael verdient. Das ist wahrscheinlich noch der einzige Spieler, der das nicht bekommt. Aber vielleicht noch Pavlo, ja. So, aber warum sollte ein Pavlo bei der nächsten Vertragsverhandlung, warum sollte er sagen, gib mir 10 Millionen? Wenn so ein Davis neben ihm 15 bekommt. Ist halt so. Ist doch völlig normal. Ja, das ist ja auch keine Kunst, Alter. Da brauchst du ja nur eine gute Saison spielen, auf hohem Niveau. Ja? Dann hast du schon mehr gute Spiele gemacht wie Sané in seiner ganzen Karriere, Alter. Genau. Man muss ein Zeichen setzen, aber das machen wir halt nicht. Genau, egal, Meistersommer. Ja, positive haben wir am Anfang abgearbeitet, Alter. Ach, herrlich. Da. Ja, also. Nee, ich habe keinen Bock, wieder über das Thema Außenbahnspieler zu reden, Alter. Ja. Habe ich keinen Bock zu. Punkt. Du hast ja nicht nur Lennart Kahl, Alter. Du hast genug andere junge Wilde auf den Außenbahnen. So. Ja, das ist gar kein Problem, die 10 guten Spiele von Leroy Sané zu ersetzen, Alter. Da sehe ich gar kein Problem. Wirklich gar nicht. Da brauchst du noch nicht mal einen neuen Spieler verpflichten für. Ja? Du musst einfach nur mal die Eier haben, endlich mal die scheiß Eier haben, mal einen jungen Spieler einfach in diese Mannschaft zu integrieren. Ja? Das haben wir nicht. Seit Jahren nicht. Zum Kotzen ist das. Junge. Bop.
Zum Thema Ebel erinnert mich das an einen Stream von Gamer Brothers. Er bezeichnete Ebel als einen kalkulierten Typ, der auf PKs und Interviews das von sich gibt, was den Zuschauern in dem Augenblick passt. Und deshalb man vorsichtig mit Aussagen von ihm sein muss, weil er auch in seinen Zeiten von Mönchengladbach RB Leipzig zuerst das eine und dann das andere bezeichnet hat. Okay, ja, keine Ahnung. Interessiert mich nicht, was bei Gladbach oder Leipzig war. Ich beurteile nur das, was bei uns ist. Naja, es ist ja nicht so, dass der FC Bayern nicht mit dem UPA verlängern wollte, schon frühzeitig. Ja. Was ich nicht verstehe, ist, wieso man bei den Verlängerungen immer so lange wartet. UPA geht jetzt auch ins letzte Vertragsjahr und es herrscht immer noch keine Klarheit. Eigentlich müsste man UPA verkaufen, wenn er in den nächsten Wochen nicht verlängert. Ja, hat ja mit dem Davis auch gut geklappt, oder? War nicht so in Gesprächen. Aber nochmal, dass ein UPA sagt, ja, ich will jetzt auch 15 Mille haben, wenn der Davis 15 Mille verdient, ist doch wohl klar, oder nicht? Ja? Der UPA verdient gerade 8 Mille oder sowas. So. Ja. Ich weiß nicht, was man erwartet hat, wenn man mit einem Durchschnittsspieler wie ein Alphonso Davies so einen Vertrag schließt. Was erwartet man dann? Dann ist doch logisch, dass jeder, der nur ansatzweise ein gutes Level performt, dasselbe fordert. Ja? So, aber das war doch vorhersehbar. Und ein Opa wird, ich habe es gerade schon gesagt, warum sollte ein Opa jetzt sagen, ja komm, ich nehme die 10 oder ich nehme die 12? Warum sollte ein Opa das machen? Er hat es doch gesehen bei Fonse Davies, wie der Fuchs läuft bei uns. Ja, gehst halt ins letzte Vertragsjahr und ziehst dir noch die 20, 30 Mille Handgeld mit rein. Ja, du bist doch dann der die Macht hat als Spieler. Du gehst in das letzte Vertragsjahr rein, überzeugst, bist ein wichtiger Teil dieser Mannschaft, was ein Davis zu der Zeitpunkt noch niemals war, aber ein Opa wird das so sein, ja. Und dann hat er alle Trümpfe in der Hand, Alter. Ja? Warum sollte Opa das jetzt wegwerfen? Ja, ist doch verständlich. Nochmal, du hast heute in der heutigen Zeit, wir hatten das Thema gestern, du hast in der heutigen Zeit in dieser Mannschaft hast du nicht einen Spieler, nicht einen einzigen Spieler in dieser Mannschaft, der da spielt, weil es der FC Bayern ist. Die spielen alle da, weil sie die Kohle verdienen, die sie verdienen. Ja. Wir müssen diese Fußballromantik mal wegschieben. Ja? Ich weiß, diese Fußballromantik kriegt man, wenn man sich hier die Videos anschaut, wie so ein Harry Kane da abfeiert, aber auch der bekommt 25 Millionen. Ne? Glaubt ihr, der wäre bei uns gelandet, hätten wir gesagt, auch Harry kriegst 15 Millionen? Hätte er auch gesagt, nee, dann gehe ich lieber nach Barcelona. So. Es gibt keinen in dieser Mannschaft, der da spielt, weil es der FC Bayern ist. Selbst ein Thomas Müller nicht. Der spielt da, weil er immer noch 20 Millionen bekommt. Und das seit 3 Jahren, obwohl er seit 3 Jahren nur Ersatzspieler ist. Ja. Punkt. Und wenn man da nicht endlich mal einen Riegel vorschiebt, dann ist, wie gesagt, der Spieler hat die Macht, Alter. Der Spieler geht ins letzte Vertragsjahr und gut ist. Er hat da alle Trümpfe in der Hand. Da, da, da. Hä? Hast du irgendwas geraucht, Sonic, oder was? Das ist mit dir nicht richtig, Alter. Zumindest wenn du mich damit meinst. Wieso wird Inter von dir eigentlich immer so schlecht gemacht? Hast du irgendwas an der Mummel oder was? Ich hoffe. Ja? Junge, Alter. Was ist denn... Ach so. Alter. Eieiei. Ja, ich traue das dem Eberl auch zu, dass er den Vertrag nachverhandelt mit Leroy Sané. Ja. Was? Was erwarten wir von einem Spieler, der sich selbst auf seinen Rücken tätowiert hat? Das Ego muss riesig sein. Wer hat das denn? Wer hat sich denn selber auf den Rücken tätowiert? Also wenn dann, wenn ich muss mal überlegen, wenn... Also wenn würde ich mich, wenn auf dem Unterarm oder auf dem Oberschenkel würde ich mich selber tätowieren. Weil ich will mich ja auch sehen. Warum soll ich mich denn selber, mich selber auf meinen Rücken tätowieren? Sehe ich mich doch gar nicht.
Ich mich so geil finde, wäre doch dumm, oder? Piep, piep, piep. Ja, weiß ich nicht, was ich zu dem Trikot sage. Jetzt so nicht der Burner, wo ich sage, wow. Ist jetzt nicht so schlecht, ne? Nicht falsch verstehen, aber ist jetzt auch nicht irgendwo, wo ich sage, boah, was eine Bombe. Weiß ich nicht, diese komischen, weiß nicht, was soll das darstellen? Die Allianz Arena oder was? Weiß ich nicht. Also mir gefällt es nicht so. Ich meine, diese Special-Version da, die sah auf dem Rücken ganz cool aus, aber die kannst du ja eh nicht kaufen, oder? Ich hoffe auch, dass wir mit dem Beraterwechsel zu unserem Glück gezwungen werden, aber ich glaube es eher nicht, ey. Schon wieder Angst, dass der Verein aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen tatsächlich nochmal 5 Millionen raufpackt. Ja. Wäre ja nicht das erste Mal unter Eberl und Konsorten schon für 10 Millionen für Sanés Leistung zu verlängern, ist unfassbar. Odessa verdient 9 Millionen, wohlgemerkt. Okay, das wusste ich nicht. Kann mir keiner erzählen, dass keiner im Verein das genauso sieht wie wir. Wie kann man dem ernsthaft festhalten wollen, als ob wir den brauchen? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich steht der Winnie auf ihn. Wahrscheinlich plant man, Kingsley Coman abzugeben, weil das irgendwie der einzige Spieler ist, wo Interessenten da sind. Man weiß, dass ein Serge Gnabry den Verein nicht verlassen wird, ja, weil er das von morgens bis abends irgendwo einritzt an der Sebener Straße. Warum sollte er es auch tun bei dem Gehalt, was er bekommt? Ja. Und du musst ja schon Gnabry und Sané zusammennehmen, damit du ansatzweise auf dem Level kommst, wo du sagst, ey, das ist ein Spieler, der auf einem guten Level performt in der Saison. Da musst du ja schon 2 Spieler bei uns nehmen für. Düt, düt, düt. Ja, eben. Das ist so, was ich sage. Der Opa, der denkt sich auch, habt ihr was Falsches geraucht, Alter? Stanisic will ich schon so einschätzen, dass er unbedingt hier spielen will. Ja, deswegen wollte er auch unbedingt in Leverkusen bleiben eigentlich. Ja, deswegen will er unbedingt bei uns spielen. Ja. Denke ich auch. Ja, Conny Leimer wird aber auch nur beim FC Bayern spielen, weil er hier mehr Kohle verdient, Alter. Sorry. Aber gut, wenn ihr das glauben möchtet, glaubt das gerne. Ich glaube das nicht. So, wo steht denn jetzt, wer das Tattoo hat? Von sich selber. Da, lieber Sané hat ein riesen Tattoo von sich auf dem Rücken. Das ist schon wild. Gut, vielleicht hat er beim Sex einen Spiegel vorne, einen Spiegel hinten, dass er beim Sex seinen eigenen Rücken sieht und ihn das geil macht. Wer weiß das schon? Leute, jeder hat seinen Fetisch. Und das ist ein guter Punkt. Da werde ich nicht immer kurz pinkeln gehen und werde euch hier nochmal mit dem Heavy versorgen.
dachte, die Mare unterhält euch weiter so lange, aber war wohl nicht so, wa? Schön frech von ihr auch. Der ist Verlängerungskondition mal der größte Fehler, jo. Hättest du ein Zeichen setzen müssen, jo. Musiala auf 5 weniger, Sané 8 bieten maximal, daher verlängern für 2 Jahre, Kimmich 3 weniger und ich sag dir, es hätten alle verlängert, aber ich habe ja keine Ahnung. Gucke ich mal die Gehälter bei anderen Top-Vereinen an. Ja. Also ich denke auch. Ja, und wenn Davis so viel an Jamal Musiala gelegen hat oder an wen auch immer oder was weiß ich, ja, sorry, Leute. Ja, dann hätte er auch für ein bisschen weniger Kohle verlängert. Und ansonsten wäre er halt nach Real Madrid gegangen, Alter. Und dann wäre doch gut gewesen. Ist doch fein. Ja. Ist doch alles fein. Wie gesagt, also ich habe die Aussagen nicht verstanden, dass Alphonso Davies ein Leistungsträger ist. Sorry, da bleibe ich auch bei. Sehe ich nicht. Sehe ich gar nicht. Ja, wenn er top performt, ey, dann kann er echt ein guter Spieler sein, ja. Und wenn er dann vielleicht noch mal sich im Defensivverhalten mal ein bisschen verbessern würde, und vielleicht auch mal einen festen Partner auf der linken Seite hat, dass da mal ansatzweise irgendwas in Richtung Ribéry und Alaba entstehen könnte, von wegen Absprache und bla und Sülz. Ja, aber selbst dann 15 Millionen plus 5, Alter, über was reden wir bitte? Das sind Gehälter, Alter. Nein. Einfach nein. Sorry. Das ist eine Katastrophe, Alter. Und dann sich hinzustellen und Mimimi zu machen, oh, ja, wir haben kein Geld, wir haben kein Festgeldkonto mehr, Mimimi. Ja, dann halt doch die Fresse, Alter. Dann verlänger solche Spieler nicht und schieb dir noch 30 Mille oder 25 Mille Handgeld in den Arsch, Alter. Da krieg ich zu viel bei, Alter. Und dann redet man, ja, wir würden gerne Wirtz verpflichten, ja. Keine Ahnung, müssen wir 120 Millionen Ablöse zahlen. Ja, wenn du nicht innerhalb der Saison mal eben 50 Millionen an Handgelder gezahlt hättest du das vielleicht leisten können, wa? Junge. Wie gesagt, ey, kein Vorwurf an die Spieler, dass die Spieler alles versuchen, da rauszuholen. Ey, so ist die Zeit heute, ja. Dass wir das nicht verstehen oder ich nicht verstehen kann auf meine alten Jahre, weil ich andere Zeiten erlebt habe, alles gut, ja. Dass da jeder versucht, für sich das Beste rauszukitzeln, ey, alles fein, ne? Der Verein ist da in der Pflicht. Der Verein muss eine Grenze ziehen. Sagen, hier, bumm, fertig. Ja, nee, reicht dir nicht? Ja, dann geh. Punkt. Ja, da müssen wir mal wieder hinkommen, Alter. So, und das ist gerade nicht der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. So, man will sich keine Blöße geben beim Jamal Musiala. Deswegen verlängert man Davis und gibt Jamal Musiala auch gleich 25 Millionen. What the fuck, Alter? Katastrophe. Naja, dass wir von einzelnen Spielern abhängig sind. Ja, mag vielleicht so sein. Aber du hast ja gesehen, was passiert, wenn du einzelne Spieler oder wenn du dich abhängig machst von Einzelaktionen. Haben wir ja gesehen unter Tuchel. Ja. Also ist halt einfach ein Mannschaftssport und das siehst du halt gerade bei Mannschaften, die als Mannschaft auftreten. Das ist halt viel wichtiger. Es ist dann noch schön, wenn du dann halt solche Leute hast, wie ein Harry Kane, wie Musiala, ja, wenn die da noch integriert sind in diese Mannschaft und das dann sehr harmoniert, dann hast du natürlich gewonnen, ja. Aber unser Verein geht gerade Wege, Alter, die weiß ich nicht, die kannst du als Normalsterblicher nicht mehr nachvollziehen, leider. Aber gut, dafür müssen wir bei der Club-WM dann liefern, ne? Da müssen wir halt die 100 Mille da wieder reinspielen. Ja, und was ist passiert mit dem Tell? Ja, was ist passiert mit dem? Also wir brauchen nicht darüber reden, dass Jugendspieler, die beim FC Bayern sind, Bock auf den FC Bayern haben.
So. Ich denke, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja? Weil wenn du als großes Talent zum FC Bayern gehst, anstatt nach Stuttgart, Frankfurt, Dortmund, Leipzig, mal wenn wir mal nur in der Bundesliga bleiben, dann hast du Bock auf den FC Bayern. Weil du weißt, die Chance beim FC Bayern, dass du ansatzweise gefördert wirst oder Spielzeit bekommst, ist so im Gegensatz zu den 3 Vereinen, die ich gerade genannt habe. Ja. Also er muss schon Bock gehabt haben und das hat er ja auch ausgestrahlt. So, dem würde ich das noch abnehmen, ja. Heavy, der Fluch ist gebrochen, so sieht's aus. Wo sind die Zeiten? Ja, die Mara die ist nicht im Voice drin hier. Sonst hätte die übernommen. Ja, aber Heavy, ja. Das ist doch klar, Alter. Der erste Titel. Überleg mal, wenn du so lange Fußball spielst. Und das auf dem Niveau, Alter. Das ist ja eine Maschine, ne? Nein, das kann ich ja gar nicht glauben, dass es keine Fake News im Umlauf bringt. Sie haben doch alle immer, ist doch immer alles richtig, was die Medien sagen, oder nicht? Ihr seid doch immer alles hier Medienjünger. Offensichtlich hat Sky zu Beginn der Woche tatsächlich so etwas wie Fake News im Umlauf gebracht. Wie nun bekannt wird, wünscht sich der Spieler selbst eine Rückkehr zum deutschen Rekordmeister. Dafür soll es mehrere Gründe geben. Der 24-Jährige möchte gerne mit seiner Familie in seiner Heimatstadt München leben. Des Weiteren reizt ihn es immer noch, sich bei seinem Herzensverein durchzusetzen. Stanisic wollte immer zurück. Ja. Dun, 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 dun. März und April, ey, jetzt wird man nicht komisch, ne? Ist die Wahl schon durch mit April, oder was? Euch ID, ey, du bist doch schon lange hier. Du fragst mich doch jetzt nicht ernsthaft, was ich über den Leroy Sané denke, oder? Kam er heute nicht, Schatz. Nur Positives kam heute zum Josh. Kommt doch von Eber kein Statement. Da kommt am Freitag auf der PK, da sitzt da wahrscheinlich wieder ein Freund oder vielleicht ein Eber. Dann kommt da von der Bild-Zeitung mal wieder eine Frage. Und dann kommt wieder die übliche Antwort. Ja, Leute, also Wasserstandsmeldungen geben wir jetzt nicht raus. Oder es sitzt wieder ein super trauriger Freund da und sagt, nein, der Airbag hat uns mitgeteilt. Er wird uns verlassen. Ja, frag dich mal warum, Alter. Düt, düt, düt. Ja, wir brauchen ja nicht darüber reden, dass wenn du jetzt verpflichtest, dass sie auch 25 Millionen Jahresgehalt bekommen, weil Musala hat auch 25 Millionen. Kannst du dann jetzt nicht weniger geben. Wie soll das funktionieren? Hast ja die Messlatte schon wieder hier hingesetzt. Schön, oder? Ja. Wie gesagt, ich bin erstmal gespannt, ob Harry Kane nächstes Jahr noch bei uns spielt. Da bin ich noch gespannt. Ich glaube nicht, dass das schon safe ist. Nee, müssen nicht. Damit sich die Einstellung der Spieler und Berater ändert, müssten alle Vereine an einem Strang ziehen und dem einen Riegel vorschieben. Aber das ist natürlich utopisch. Ja, das wäre natürlich das Traum-Szenario, aber nein, das müssen sie nicht. Also der FC Bayern ist auch immer noch einer der wenigen Vereine, der nicht durch irgendwelche Staatsfonds oder sonst oder durch irgendwelche Investoren finanziert wird. Und dann muss es auch möglich sein, als FC Bayern zu sagen, pass mal auf, hier, das ist das Cap, das kannst du bei uns verdienen, willst du mehr verdienen, dann geh halt woanders hin. Wo ist das Problem?
Fertig. Mm, 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 mm. Er hat jetzt seinen Titel, der scheißt jetzt auf uns. Nee, das nicht. Aber der Airbag ist weg und ich glaube noch nicht mal, dass ein Harry Kane unbedingt dann weggehen wollen würde. Aber ich glaube, wenn so ein unmoralisches Angebot kommt von irgendeinem Verein, dann wird der FC Bayern überlegen, weil wir brauchen ja Geld. Und dann wird man vielleicht mal Harry fragen, wie sieht's denn aus? Ja, ja, haben wir schon durch, das Leroy-Thema. Ja, ja, das ist. Also, sorry. Alles, was da ansatzweise aktuell geäußert wird, das hat ungefähr denselben Stand, als wenn das auch von der Bild-Zeitung kommt, Alter. Was aus unserem Verein gerade geäußert wird, kannst du auch nicht mehr ernst nehmen. Das ist das Traurige leider mittlerweile. Kane bleibt sicher noch ein Jahr. Ja, ganz sicher. Ja. Christoph Freund ist eigentlich dafür da, der sollte dafür da sein, den Übergang von der Jugend zu den Profis zu vereinfachen, den Blick für die Talente halt zu haben. Ja, und dann hat man ihn ja für alles andere, hat man ihn ja jetzt einen Eberl da vor die Nase gesetzt gehabt. Freund verpflichtet sie, Eber verleiht sie, tolles Team. Ja, passt doch, ergänzen sich gut, oder? Da, da, da. Ja, das wird ein kurzer Stream heute, habe ich so das Gefühl, ne? Weil ich habe keine Themen mehr. Ich habe nichts zu meckern, Alter. Zum Airbag haben wir alles gesagt, dass schade ist, dass der Verein da ins Klo gegriffen hat. Mit Leroy müssen wir abwarten. Ich denke, da wird, ja. Also es wäre überraschend, wenn der Verein die Eier zeigen würde und jetzt sagen würde, alles klar, Leroy sucht den neuen Club. Ich würde es begrüßen. Ich kann es mir schwer vorstellen. Und ansonsten. Wir können natürlich noch darüber reden, ob Heavy einen Dreierpack macht gegen Gladbach. Ach, schön. Ja, nach der Performance jetzt bei der Feier muss der Heavy liefern, oder? Gegen Gladbach. Da muss er liefern jetzt. Ich gehe vom Dreierpack aus. Von Heavy. Die Gladbacher sind ja gerade auch offen wie ein Scheunentor. Also von daher. Ja, alles, was man so von Heavy sieht, ja, kannst du nur lieben. Hast schon recht. Schon wirklich, wirklich krank, wie bodenständig der halt einfach ist, so, ne?
Naja, du kannst ja einfach mal Michael Olise nehmen, Alter. Weiß nicht, ob der Freund den jetzt auf den Tisch gebracht hat oder der Max, keine Ahnung, müsste man mal nachfragen, aber ich denke, über den gibt es ja wenig zu diskutieren. Live Butchers, servus. Einfach Schwimmbad aus dem Edose. Ja, so ist. Bitte dich. Ist doch kein Problem, ey. Wird schon irgendeine arme Sau dann durchputzen. Wer gewinnt die Champions League und ist Bayern wirklich unter den Top 10 der aktuell besten Mannschaften in Europa? Ich sage, die Champions League wird entweder Paris oder Inter gewinnen. Top 10. Ja. Top 10 sind wir. Jetzt ist Top 5 gesagt, hätte ich Nein gesagt, Top 10 sind wir. Wenn alle fit sind, sind wir auf jeden Fall Top 10. Ne? Ja, eben, den wollten sie auch holen, hat der Uli Hoeneß gesagt, nee. Da war man sich schon einig. Ja. Naja, du musst weniger Verletzte haben, würde ich sagen. Das ist ja, was wir schon seit 3 Jahren haben. Und du musst einfach mal die Eier haben, mal ein paar Jugendspieler zu integrieren. Und du müsstest natürlich die größten Eier haben und einen Kimmich als Rechtsverteidiger stellen und Conny Leimer mal in zentrale Mittelfeldbauer dann. Hängt aber vom System ab. Ja? Könntest natürlich auch ein System mit einer Dreierkette umstellen, anstatt dieses 4-2-3-1. Ist die Frage, kommt ein Florian Wirtz, dann muss das System umstellen, weil dann hast du Musiala unten Wirtz, dann hast du eher 2 auf Halbposition. Was machst du da mit Michael? Stellst du Michael dann in die Mitte? Spielst du mit 2 Stürmern dann, ohne Außenspieler? Dann könntest du natürlich wieder eine Fünferkette ins Spiel bringen. Oder was heißt eine Fünferkette? Eine Dreierkette mit offensiven Außenverteidigern. Das wird dann Fonzie Davis zugutekommen, wenn er irgendwann wieder fit ist. Dann könntest du aber auch einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger lassen, weil dann hast du hinten 3 Mann anstatt sonst nur 2. Dann würde auch ein zentraler Mittelfeldspieler reichen. So, die Frage ist ja erstmal, was ist der Plan? Ja? Kannst du halt nicht so einfach sagen gerade. Ich bin auch gespannt auf nächste Saison, ja. Aber wie gesagt, diese Saison war ja echt Meckern auf hohem Niveau. Ne? So ehrlich muss man ja sein. Aber das ist halt auch immer das Ding, weil die sich da hinstellen und immer A sagen und dann B, B, C, D, E, F, G machen, Alter. So, das ist so, deswegen haben wir ja überhaupt erst Argumente zu meckern. Ne? Hätte sich ein Freund und ein Eberl nicht dahingestellt am Anfang der Saison, hätten gesagt, ja, unser Ziel ist natürlich, wir wollen den Umbruch, wir wollen junge Spieler integrieren, es sollen jetzt immer 1 bis 2 pro Jahr am besten den Sprung schaffen. Und dann passiert genau das Gegenteil, ja. Ja, das gibt uns doch erst Futter, dass man diskutieren kann. Ja? Dann Eric Dyer, Alter, über was reden wir? Ja? Jetzt lieber Sané-Causa, die Causa Davis, die Causa Musiala, was man da für Kompromisse gemacht hat. Das Thema Thomas Müller. Das sind alles Themen, Alter, die du dir selber gemacht hast. Ja, die eigentlich gar keine Themen sein müssten. Das Thema Goretzka. Wie lächerlich, Alter. Ja, einfach mal Kante zeigen, einfach mal Eier haben, dann wären das alles gar keine Themen gewesen. Ja. Und dann hättest du vielleicht ein Duet da rumlaufen haben, auf der anderen Seite. Ja, hätte Fahrradkette, wa? Ja.
Und dann hast du natürlich die Oberbabos mit Uli und Kalle, die dann den ganzen Rahmen sprengen. Dann hast du noch einen Chrissy da gerade, der gerade den Heiner der letzten Jahre gibt, der zu jedem Scheiß irgendwie die Fresse aufmacht, obwohl er keine Ahnung davon hat und einfach mal ruhig sein sollte. So, ich glaube nicht, dass dieser Mannschaft das gut getan hat, dass sich der Chrissy in der Jahreshauptversammlung hingesetzt hat und hat gesagt, ja, Finale ist klar, werden wir diesmal ein bisschen anders gestalten. Ja, diesen Druck auf diese Mannschaft und auf diesen Trainer zu machen, der im ersten Jahr da ist, völlig fatal, Alter. Völlige Katastrophe, genau das verkehrte Zeichen, ne? Und auf der anderen Seite bist du nur am Pudern. Wenn es um Vertragsverlängerung, wenn es um Kohle geht, bist du nur am Pudern. Da zeigst du nicht einmal harte Kante gegen die Spieler. Da lässt du dich so vorführen und so verarschen. Ja, das ist eine Katastrophe, Alter. Ja. Und da musst du noch froh sein, ist ja, was ich sage, da musst du froh sein, dass ein Winnie aus diesen ganzen Egoisten wieder ein Team geformt hat. Ja. Und das trotz dieser ganzen Umstände. So. Wie lange hat sich diese Chemie-Scheiße gezogen, Alter? Wie ein Kaugummi. Ja. Musiala dasselbe, Davis noch schlimmer. Alles hat sich gezogen bis, weiß ich nicht, bis Paris-Palermo, Alter. Ja. Dass das alles einer Saison nicht gut tut, brauchen wir nicht drüber reden, oder? Und trotzdem sind wir souverän Meister geworden. Hm? So ist es halt. Haben wir eigentlich einmal erwähnt, dass die Allianz Arena eine neue Adresse hat? Nee, haben wir nicht erwähnt. Können wir aber erwähnen, Schatz. Völlig zu Recht, übrigens eine neue Adresse. Können froh sein, dass wir Kompanie haben, ja. Na, er moderiert sie ja gar nicht weg. Er sagt halt einfach, dass er dazu nichts sagt. Ja, das ist genau richtig. Das ist genau richtig. Aber das ist natürlich auch da wo man das das ist das einzig Positive, was wir mal sagen können, was so die Vereinsführung angeht. Man hat daraus gelernt, ja, und setzt in der PKs da jetzt halt einen von den Sportdirektoren oder Sportvorstand hin. So. Das muss man ja mal positiv erwähnen. Alles andere war ja sonst, was so von Vereinsführung war ja irgendwie eher so semi dieses Jahr. Aber das war ein guter Move, ja. Mm, mm, mm. Wenn wir es jetzt noch hinkriegen, dass der Dieter auch mal nicht eine PK anfängt mit, ach bitte, bitte, lasst uns doch heute mal sportliche Fragen machen. Oder lasst uns doch mal heute bitte, bitte mit sportlichen Fragen anfangen. Ist das möglich? Können wir das machen? Ist das möglich? Alter, da frage ich mich halt auch jedes Mal, what the fuck, Alter? Du bist der Verein. Dann setz dich doch dahin und sag, Leute, jetzt sportliche Fragen an den Trainer. Nichts anderes. Punkt. Hä? Können wir heute bitte, bitte, ist das möglich? Ja. Torben, ist das möglich? Können wir das machen? Können wir heute mit sportlichen Fragen starten? Alter. Und so, ey, ohne Scheiß, so stelle ich mir die Verhandlungen vor, wenn du hörst, was da so abgeht. Junge, Junge. Ich weiß jetzt nicht, ob Leverkusen so schwach war dieses Jahr. Dortmund hat natürlich Höhen und Tiefen gehabt. Ja, Leipzig hat es auch nicht in den Griff gekriegt. Ja, das stimmt schon. Aber die Belastung ist halt für alle hoch, ne? Darf man halt nicht vergessen. Und ja, in der Rückrunde also wir haben eine super Hinrunde gespielt in der Rückrunde, so wie jedes Jahr sind wir hart eingebrochen, aber wir haben es halt als Mannschaft aufgefangen, so, ne? Das ist so der Unterschied. Gute Zeit, als Nagelsmann allein gesessen hat, ja. Und dann die ganze Jahreshauptversammlung kommentiert hat. Grandios. Ja. Baus in Haus, vielen lieben Dank für dein Promi.
Im 5. Monat. Danke. War zwar unterhaltsamer, die PKs wie jetzt, aber war schon wild. So was der Nagelsmann da alles Stellung bezogen hat. Der Nagelsmann war irgendwie dann, der war Vereinspräsident, der war CEO, der war Sportdirektor, der war Fanbeauftragter, hat er alles beantwortet, ne? Gar kein Problem für Nagelsmann. Magic. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Ja, die Worte haben mich unglaublich gefreut. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, was soll er auch sagen? Kann sich ja schlecht hinsetzen und sagen, der Trainer ist unfassbar blind und ich bleibe nur wegen der Kohle. Ja, aber so ist es. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ach, herrlich. Ja, Nagelsmann war schon gut. Gut, alle Zeit, dass Nagelsmann dort allein gesessen hatte, ja genau. Vorträge über Corona und den Verein halten musste. War schon gut, ne? Bin gespannt, was nächstes Jahr passiert mit all den Verträgen, die auslaufen. Triggert mich jetzt schon die Sätze. Ja, es ist dasselbe wie dieses Jahr. Also, was soll da jetzt passieren? Was soll da jetzt passieren? Nee, Baus in Haus. Wir haben extra auf dich gewartet jetzt. Wir haben gedacht, so 1 Stunde 25 eiern wir nur rum. Sprechen das Thema nicht an mit Leroy. Nee, natürlich, haben wir schon 3-mal durch. Haben wir schon 3-mal durch. Naja, ob der wahrscheinlicher wird, der Abgang dadurch, werden wir mal sehen. Ne? Wie gefällt das neue Auswärtstrikot für die neue Saison, was wir beim Heimspiel tragen werden? Ja, ich würde so sagen 6 von 10. Wo ist Udis Festgeld geblieben? Ja, das ging in die Handgelder von Davis und Musiala. Da ist das Festgeld geblieben. Und der Rest wurde verspekuliert in irgendwelchen Portfolios. Ja, die Holding Six ist Josh. Brauchen wir nicht drüber reden, oder? Kahn und Brazzo haben Nagelsmann das Triple gestohlen. Das ist aber ein wilder Take. Das ist ein wilder Take. Hättest ja noch eher den Take bringen können, Neuer und Müller haben das getan. Aber ich glaube, die beiden hatten mehr mit der Entlassung vom Nagelsmann zu tun als Kahn und Brazzo, Alter. Wenn du mal gesehen hast, wie die PK da war, dass Kahn und Brazzo da saßen und haben so getan haben, als wäre Nagelsmann gestorben, da hast du wohl gesehen, dass die beiden nicht wirklich davon überzeugt waren, dass es richtig ist, einen Nagelsmann zu entlassen, Alter. Ich glaube, das waren andere Strukturen, die dahinter standen. Ben, jetzt mal ernsthaft, wie sollen wir denn irgendwas beantworten, wo willst du denn jetzt eine Bilanz ziehen? Siehst du irgendwo bei uns einen jungen Spieler, der in diese Mannschaft integriert wurde? Ich denke nicht, oder? So, man hat ja in Irakunda verpflichtet, den hat man halt weggeschickt. Keine Ahnung, wie sollen wir den jetzt beurteilen? Was ich in der Vorbereitung gesehen habe, war stark. Trotzdem hat man gesagt, ja, geh mal nach Zürich. So. Jeder, der ansatzweise jung war, hat man weggeschickt, weil man, weiß ich nicht. Wenn du einen Vinny hörst, hört sich das auch nicht so an, als wenn Vinny ein großer Freund davon ist, so junge Spieler irgendwie in seine Mannschaft zu integrieren. Aber das wird die Zukunft zeigen.
Aber wie gesagt, wie willst du das beurteilen? Kannst du das vielleicht, ja, alles, was ansatzweise zu gut ist für die vierte Liga, verleihst du halt. Ja? So. Bist ja nicht gewillt, diese Spieler nur ansatzweise einzusetzen, weil sie könnten ja funktionieren. Nochmal, guck dir das Beispiel Adam Atzen an. Der hat eine bärenstarke Vorbereitung gespielt, hat überzeugt, wenn er da mal rein durfte. Du hast dann trotzdem lieber ohne Außenverteidiger gespielt, anstatt den Jungen reinzuwerfen. Warum? Ja, was wäre passiert, wenn das funktioniert hätte? Mit welchem Argument hättest du dann den Vertrag von Alphonso Davies verlängern sollen? Da kannst du wieder den Kreis der Tuchel machen. Da sind wieder so viele Baustellen und so viele Sachen, auf was du achten musst. Ja, dadurch blockierst du halt Sachen. Von daher, keine Ahnung, ich kann das nicht beurteilen, Alter. Da müsste man halt mal die Spieler sehen, die da verpflichtet werden. Und man müsste mal ein bisschen Vertrauen haben. Ich meine, wir müssen jetzt nicht darüber reden, dass wir im Champions League Viertelfinale auf diese Spieler setzen müssen. Aber es muss doch möglich sein, dass du gegen St. Pauli, Kiel und so weiter solche Spieler einsetzt. Das muss doch möglich sein. Ja? Das muss einfach möglich sein. Fliegt die Mannschaft nun nach Ibiza? Das weiß ich nicht. Das soll nächstes Jahr besser werden? Das weiß ich auch nicht, du. Gegen Hoffenheim muss schon der ein oder andere junge Spieler mal Zeit bekommen. Ich bin gespannt. Ich wage das zu bezweifeln, aber ich lasse mich eines Besseren belehren. Wir sind halt nicht der FC Barcelona. Bei uns geht das halt nicht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ja, Schatz, was ist los? Ich kann nicht auf den Link klicken und dann spielt hier irgendein Video ab, Alter. Findest du, dass Davis jetzt auch Streamer ist? Finde ich super. Habe auch direkt mein Primey da gelassen. Weil der arme Junge verdient ja nur 15 mehr. Ach, kriegt er ja gerade nicht. Kriegt ja Krankengeld dann. Ja, verstehe ich schon, dass man dann streamen muss. Folgst du unsere zweite Mannschaft? Wieso dümpelt die zweite Mannschaft eines Weltclubs in der 4. Liga rum? Sollte schon im Bereich des Möglichen liegen, für den FC Bayern eine Mannschaft zusammenzubekommen, die 3. Liga tauglich ist? Ich verstehe das nicht. Das ist richtig. Erstmal, ist die Mannschaft eigentlich 3. Liga tauglich? Das Problem, was du hast, so wie es vor der Saison war, du nimmst 3, 4 Spieler, die halt überperformen in dieser Mannschaft, ziehst die hoch. Da hast du dann nicht die Eier, ja, die Spieler einzusetzen, dann verleihst du sie. Weil du denkst, in der 4. Liga ist die Konkurrenz oder ist die Entwicklung gehemmt, weil es nicht gut genug ist, dass diese Spieler sich weiterentwickeln. Dadurch fehlen die aber in dieser Viertligamannschaft, sind aber auch nicht bei den Profis, sondern sind irgendwo anders. So. Dadurch holt es dann immer wieder die Jüngeren hoch, ja. So, das ist ja das andere Problem. Dadurch hast du keine Konstanz und dadurch kriegst du die Probleme, die du hast. So, es sind viele junge Spieler. Junge Spieler haben Leistungsschwankungen. Wenn die ganze Mannschaft nur aus jungen Spielern besteht, dann hast du halt schon mal so eine Phase, wie wir waren ja die ganze Zeit oben mit dran, ne? Und dann haben wir halt 4 Spiele in Folge verloren, ja. Das ist dann halt einfach dieser Sache geschuldet. Ja. Weiß ich nicht, ob das alles so der richtige Weg ist, das wird sich zeigen, ne? Aber ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist traurig, dass Hannovers Zweite in der 3. Liga spielt und unsere Mannschaft in der Bayernliga, ne? Unsere Zweite.
Zweite von Hannover spielt in der dritten Liga. Ich meine, die steigen jetzt zwar wieder ab, ja, aber die haben in der dritten Liga gespielt. Ja. Bild, ne? Wenn der überhaupt so lange da ist, dass er erst im Winter verliehen wird. Ja, das ist das ja auch. Ich habe die Hoffnung bei jungen Spielern aus unserer Jugend aufgegeben. Gab dieses Jahr genug Möglichkeiten, weiß nicht, warum unsere Fans immer noch hoffen und Vini hat ja auch keinen Bock auf sie, deswegen das Thema ist für mich durch. Joa. Piep, piep, piep. Keine Ahnung. Wird man sehen. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob die nächstes Jahr da ein bisschen was von umsetzen oder nicht. Das ist doch dasselbe, wie auf YouTube ist, oder, Schatz? Das Video? Kann ich gleich abspielen, das ist kein Thema. Ja, also, da brauchen wir nicht drüber reden dieses Jahr. Ja, die Krönung war halt, dass du ein Hotel noch weggeschickt hast. Sorry. Also, haben wir dieses Jahr zuhauf durchgekaut, das Thema Jugendspieler. Was sagst du, zweiten Liga, dieses Jahr reicht es für den HSV? Ja, hat ja auch lange noch gedauert mit dem HSV, ne? Ja, und Köln, weiß ich nicht. Torschusspanik oder was? Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ansonsten ist ja noch alles drin in der zweiten Liga. Von Platz, was? 3 bis 7 oder was? Traumrelegation wäre natürlich Heidenheim gegen Elversberg, oder? Ach ja, komm. Alles ist gut, ey. Die können ja nicht alle nur jetzt, die ersten 7 können ja nicht alle jetzt gegen die Vereine nur unten spielen. Also da wird ja in den letzten 2 Spieltagen auch irgendwas gegeneinander spielen. Also ich denke schon, dass HSV durch ist. Ich denke auch, dass Köln durch ist. Wenn die noch ein Spiel gewinnen, dann sollte das auch reichen. Und dann. So ist das halt. Gut, dann mache ich jetzt Feierabend, Leute. Dann mache ich Feierabend. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Ich verabschiede mich mit dem Heavy.